Es stellt sich außer, dass der preußische Aufleger ein Schmarotzer ist, der wo die Leute ausnutzt. Drum hauen sie alle miteinander zum Teufel. Die Gmorschreiberin stellt auf der Gmor einen Spielzeug-Nikolaus auf, der wo von die Leuten böse Sprichter lernt und nachher aufsagt. Drum schmeißt er die Rosi wieder raus. Der Wickerl verschaugt sie in die preußische Apothekerin, aber die verschaugt sie in Gregor und der will aber von ihrer nichts mehr wissen. Der Till verkehrt sie, aber seine preußische Gespuse bringt ihm wieder einen Kaiserschmarrn wieder auf die Füße. Sarah lässt sie von der Doro schon wieder einen esoterischen Blödsinn einreden. Und der Tina taugt das gar nicht. Der Hubert steuert sein ganze Hirber von Handy aus. Aber seine Leute haben dagegen und drum lässt das wieder bleiben. Sarah hat geschissen und kann sie als Arschloch nicht auswischen, weil schön ein leere Rollen Heiselpapier da ist. Sie glaubt, dass der Till keine neue Rollen nicht aufgehängt hat und bringt ihm deswegen umgekehrt in das gleiche Schlamassel. Dabei ist aber in Wirklichkeit Tina die Schuldige. An Michi treibt alle nur das schlechte Gewissen weil er seine Alte beschissen hat. Er beicht das an den Pfarrer, aber ihrer sagt er nix. Am Vogelhof ist ein Bullock verreckt und der Sophia, sein preußischer Alter, ist's blöd, dass er ihn riecht. Wegen den kommt er sich nachher recht nichtsnutzig für.